Guten Morgen miteinander. Auch von meiner Seite. Hey, du kannst dir fast nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, dass wir nächsten Sonntag da drin wieder den Gottesdienst mit Leuten haben. Ich würde am liebsten jeden von euch dann umarmen, das geht selbstverständlich noch nicht, aber ihr dürft euch den Druck fühlen. Ich freue mich, dich zu sehen und selbstverständlich verstehen wir es auch, wenn es vielleicht für dich noch zu früh ist, aber wir glauben, ab dem jetzigen Zeitpunkt, ab nächsten Sonntag ist es wirklich wieder Gottesdienst-Feeling, so wie wir den Gottesdienst gestalten können. Und gerade auch für die Familie, das Kinderprogramm findet wieder statt. Dann habt ihr vielleicht als Eltern auch einfacher, um den Gottesdienst wieder ungestört zu geniessen. Wir steigen ein in die Predigt. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen, den Sohn des Alphaeus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus nach. Folg mir nach. Jesus hat den Levi eingeladen, um mit ihm unterwegs zu sein, so Seite an Seite, ihm nachzulaufen. Und hat ihn eigentlich in ein Abenteuer hineingerufen. In ein Leben, das er vorher gar nicht kennt hat, das anders war, völlig anders als das, was er vorher gelebt hat. Und in den Evangelien sehen wir, wie Jesus immer wieder Menschen eingeladen hat, der Ruf ausgesprochen hat und gesagt: Hey, folg du mir nach. Und der Ruf, der gilt seit diesen 2000 Jahren bis heute. Und der Ruf, der gilt auch dir. Folg Jesus nach. Folg mir nach. Seine Einladung an dich. Ganz einfach und praktisch. Manchmal ist aus dem Ruf ein Stück weit eine Religion gemacht worden. Es Fürwahrhalten von gewissen strikten Glaubensgrundsätzen, genau so und so und so muss man es sehen. Sonst gibt es irgendwo Strafe oder sonst ist man vom Weg abgekommen. Aber für unser Alltagsleben ist es in erster Linie die Einladung zu dem gemeinsamen Unterwegssein mit Jesus. Ein Unterwegssein, wo, wenn wir das ernsthaft in Angriff nehmen, unser Leben verändert. Wo dein Leben verändert. Und seit 2000 Jahren erleben das Menschen immer wieder, die sich einladen und wo dem Jesus Schritt für Schritt nachfolgen, wie sich ihr Leben tatsächlich verändert, wenn sie mit ihm unterwegs sind. Das sind die Menschen, die es gewagt haben, mit Jesus nicht einfach nur so im Sonntagsmodus unterwegs zu sein. Nicht einfach die mit ihm unterwegs sind, so im man geht halt am Sonntag in den Gottesdienst und unter der Woche vergiss ich gerade alles wieder. Habe ich den geistlichen Alzheimer, den Steffi letztes Mal davon geredet hat. Es sind die sich immer wieder gefragt haben, was es heisst, jeden Tag Jesus nachzufolgen. Am Sonntag genauso wie am Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Es sind die ihr ganzes Leben, ihren ganzen Alltag von dieser Beziehung mit Jesus prägen lassen. So wie du und ich hoffentlich so Menschen sind. In unserem Jahresthema geht es genau um das. Dass wir uns immer wieder fragen, wie kann ich denn in meinem Alltag dem Jesus nachfolgen? Wie sieht das heute aus, was die Jünger damals gelebt haben? Und uns immer wieder fragen, wo fordert dich Jesus in deinem ganz normalen Leben raus? Und ich glaube, was wichtig ist in dem Innen, ist, dass wir uns eine grundsätzliche Frage immer wieder für uns klären müssen. Und ich fange gerade mit der an. Ist Jesus einfach ein Teil von deinem Leben geworden? Und du hast ihn eingeladen, um mit dir unterwegs zu sein? Oder hast du seine Einladung angenommen und folgst wirklich ihm nach? Du hast gesagt: Jesus, ich mache mich mit dir auf den Weg. Ich komme auf deinen Weg, den du für mich hast. Ich lasse die Frage so am Anfang einfach mal stehen. Wir sind in dem Jahresthema alltäglich Glauben, und das ist die zweite so Alltagsserie in dem Jahresthema die zweite Staffel. Und wir werden in dieser Serie den Fokus, den Schwerpunkt darauf legen, aufs Herz von Jesus. Wir möchten uns von seinem Herz berühren lassen und uns danach ausstrecken, dass auch unser Herz immer mehr so werden darf wie sein Herz. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber erlebst du das auch, dass du so oft an deinen guten Vorsätzen scheiterst, obwohl der Wille eigentlich da wäre, aber irgendwie gelingt es dir nicht so recht zum Umsetzen? Warum ist das so? Meistens ist es so, weil wir zwar im Kopf wissen, was richtig wäre, aber im Herzen noch keine Veränderung stattgefunden hat. Unser Herz irgendwo immer noch gleich geblieben ist. Und der Weg vom Hirn in den Kopf,
noch nicht so ganz funktioniert hat. Und darum möchte ich so eine Achtung vor die Predigt ansetzen. Das Hören von dieser Predigt allein wird dein Herz nicht verändern. Aber wir möchten dir in dieser Serie helfen, in jeder Predigt, wie so eine Herzensveränderung in deinem Leben passieren kann. Weil erst in dem Persönlichen mit Jesus unterwegs sein, im Schritt machen, in dem unterwegs sein, fängt sich an, unser Herz zu verändern. Aber zu dem hören wir später mehr. Ich möchte beten, am Anfang für uns als Kirche und für dich persönlich, dass wir so einen Hunger nach dem dürfen entwickeln. Wir haben von Anfang an im Jahr gesagt, hey, wir wünschen uns, dass wir eine Kirche sind, die hungrig ist nach dem Jesus, die hungrig ist nach Jesus in unserem Alltag. Und ich lade dich ein, an dort, wo du jetzt gerade bist, zum Mitbeten. Jesus Christus, ich habe Hunger nach dir. Ich möchte noch viel mehr erleben, wie das Leben mit dir ist. Und ich möchte mich noch viel mehr darauf einlassen, meinen Alltag mit dir zu gestalten. Ich möchte mich immer wieder fragen, was das für mich bedeutet. Und Jesus, ich bete, dass wir eine Kirche sein hier in der GVC Zürich Oberland, wo so einen Hunger hat, wo auszeichnet ist durch das, dass wir das ernst nehmen und dass wir Menschen sind, die dir, Jesus, wirklich nachfolgen. Die einen Hunger haben nach dem, die einen Hunger danach haben, dass unsere Herzen immer mehr zu deinen Herzen werden und die das ernst nehmen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt zu jedem Einzelnen von uns redest. Dass du uns vielleicht einen Spiegel aufzeigst, was nötig ist. Dass wir uns unsere Herzen dir anheben können. In diesem Moment während dieser Predigt. Amen. Wie wir das in der ersten Staffel von dieser Jahresthemaserie gemacht haben, werden wir auch in dieser Staffel jeden Sonntag uns 2000 Jahre zurückbewegen. In die Zeit von Jesus und uns innerlich vorstellen, dass wir direkt mit ihm unterwegs sind. Du kannst dir bequem machen, dich in die Zeit hineinversetzen und so tauchen wir ein. Stell dir vor, du wärst einer von diesen Jüngern. Das ist schon eine Weile her, aber du erinnerst dich noch sehr gut daran, wie ihr mit dem Boot quer über den See Genezareth gefahren sind, über auf die andere Seite nach Gerasa. Dort angekommen ist ein offensichtlich von Dämonen besessener Mann, nackt und völlig verdreckt, auf euch zugestürmt. Du hast schon einiges mit Jesus erlebt, aber da ist dir wirklich gerade kalt den Rücken runtergelaufen. Du bist so froh gewesen, dass Jesus dabei war und dass Jesus vorausgelaufen ist und sich dem Mann angenommen hat. Dann hast du miterlebt, wie Jesus die Dämonen austrieben hat. Von dem armen Typ. Sie haben genau gewusst, wer Jesus war und sie haben genau gewusst, dass sie keine Chance, keine Macht hatten und dass sie haben müssen weichen. Jesus hat sie schlussendlich in eine Schweineherde fahren lassen, wo nachher völlig außer sich der Berg abgestürzt ist ins Meer und in den See und vertrunken. Für dich ist das nicht so schlimm gewesen, weil Schweine sind für dich unreine Tiere. Das hat dir nicht so viel ausgemacht. Aber was für eine Demonstration von der Kraft von Jesus ist das gewesen. Und du denkst, hey, jetzt da in dieser Umgebung, da werden jetzt alle auch so Nachfolger von Jesus und werden da ihn glauben. Aber es ist ganz anders gekommen. Die Menschen dort haben Jesus einfach fortgeschickt. Obwohl sie ja gesehen haben, dass er den armen Typ befreit hat, gesehen haben, wie er geheilt war. Was ist ihnen eingefallen? Jesus fortschicken. Der Messias. Der kommende König von Israel. Das geht doch nicht. Aber Jesus hat einfach nichts dazu gesagt. Er hat ihnen nicht erklärt, dass sie gerade einen von ihren grössten Fehlern in ihrem Leben am Machen sind. Er hat sich wegschicken lassen, ist wieder ins Schiff gestiegen und gegangen und ihr mit ihm. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber du erinnerst dich noch mega daran, weil das ist dir so eingefahren. Heute sind wir zusammen unterwegs. Jesus möchte nach Jerusalem. Und wie öfters nimmt er nicht einfach den normalen Weg, wo alle anderen angehen, sondern er reist durch Samaria. Das ist zwar von der Distanz her der schnellere Weg, aber der, wo eigentlich sonst nie jemand geht, weil ihr Juden die Samariter verachtet. Du und die anderen Jünger, ihr seid ein bisschen unruhig, weil ihr habt etwas beobachtet, nämlich wie einer, der gar nicht mit euch herumzieht, im Namen von Jesus Dämonen austrieben hat.
Und anscheinend hat es sogar funktioniert. Jesus, jemand muss doch das dem Jesus sagen. Das geht doch nicht, dass der einfach den Namen von Jesus benutzt. Der Johannes holt tief Luft und sagt, Meister, wir haben gesehen, wie einer in deinem Namen Dämonen austreibt. Wir haben ihm natürlich gesagt, dass das nicht geht, weil er gehört nicht einmal zu uns Jüngern, er ist nicht einmal einer von denen, die mit dir rumziehen. Und Jesus hat zuerst den Johannes angeschaut, dann euch alle anderen auch, so mit dem typischen Blick für Jesus, voller Liebe und doch noch so ein bisschen Enttäuschung drin hineingemischt. Und er sagt euch einfach, hindert ihn nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Das ist das erste Mal sacken lassen. Als es ein Abend geworden ist, hat Jesus dich und 2 andere in ein samaritanisches Dorf geschickt, um eine Unterkunft für euch zu suchen. Aber weil ihr nach Jerusalem unterwegs sind und die Samariter nichts mit euch Juden zu tun haben, hat euch keiner aufnehmen. Alle haben euch abgelehnt. Wütig und enttäuscht sind ihr zu Jesus zurückgekommen und den anderen und haben berichtet, wie arrogant die Samariter euch behandelt haben. Einfach abgelehnt. Einfach gesagt, hey, nein, da wollen wir nichts zu tun haben. Dabei hat bei euch Juden Gastfreundschaft ist etwas am Höchsten. Ihr hättet euch das nie gewagt. Der Jakobus und der Johannes haben dementsprechend reagiert, sehr deutlich, und haben gesagt, Herr, sollen mir befehlen, dass Feuer vom Himmel geht und sie vernichtet. Niemand lehnt uns, also dich, Jesus, so ungestraft ab. Wow, was wäre das echt für so eine Aktion gewesen, wenn das Jesus wirklich gemacht hätte. Da würde es nachher niemand mehr wagen, Jesus abzulehnen, wenn du weißt, hey, das könnte nachher dabei rauskommen. Du bist Feuer und Flamme und stellst dir gerade vor, wie das beim Elia und den Baalspriester war, im Alten Testament, wo Jesus auch Feuer vom Himmel geschickt hat oder Gott Feuer vom Himmel geschickt hat. Aber wieder einmal hat Jesus ganz anders reagiert. Er hat überhaupt keine gute Idee gefunden. Gar nicht. Und er ist einfach weitergegangen zum nächsten Dorf und hat gesagt, komm, wir gehen dort hin. Auch das Mal bleibt euch nichts anderes übrig, als mitzugehen. Innerlich immer noch aufgewühlt. Jetzt ist doch das schon das 2. Mal, wo ihr einfach so weggeschickt werdet. Und Jesus sich das einfach so gefallen lässt. Und dann noch das mit dem fremden Heiler, wo Jesus auch nichts dagegen hat wollen unternehmen. Warum lässt er die Sachen einfach so auf sich sitzen? Und dann sind wir wieder im Heute und möchten uns fragen, was wir aus diesen Erlebnissen heraus über das Herz von Jesus lernen können und was das für dein und mein Alltag bedeuten könnte. Zuerst haben wir die Szene mit diesen Gerasener. Das sind Menschen, die andere Götter angebetet haben, die zum Beispiel unreine Tiere wie Schwein gegessen haben. Jesus tut das Wunder, er heilt den Typ von einer ganzen Ladung voll Dämonen, er befreit ihn. Es ist eine der spektakulärsten Heilungen, die Jesus macht. Und dann schicken sie ihn einfach weg. So völlig undankbar. Er, der Sohn von Gott. Jesus hat sich ihnen angeboten, aber wir sehen, wie er sich ihnen nicht aufgedrängt hat. Er hat nicht kämpfen um seine Anerkennung. Er war nicht beleidigt gewesen. Er hat sich nicht aufspielen und ihnen drohen und sagen, was sie gerade für einen Fehler machen. Das, was Jesus in dieser Situation zeigt, nennt man Demut. Denn die Stelle, wo er die Gastfreundschaft der Samariter gesucht hat, auch sie haben ihn abgelehnt. Für die Jünger war das eine Blamage, dass Jesus sich von Samariter wegschicken lässt. Und auch da wieder. Er hat sich nicht aufgedrängt. Er hat nicht um seine Ehe gekämpft. Er hat sich nicht rächen. Auch das ist Demut. Oder wenn wir es ein bisschen genauer anschauen möchten, es ist Demut und Sanftmut. Wir möchten auf das ein bisschen eingehen. Es sind 2 Begriffe, Demut und Sanftmut, die in der Bibel sehr oft im gleichen Zusammenhang gebracht werden. Jesus selber sagt von sich, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Das ist in Matthäus 11, Vers 29, wo er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig.
Ich möchte kurz darauf eingehen, was denn Demut und Sanftmut effektiv ist. Es gibt zum einen eine Demut gegenüber Gott. Das heißt, das ist so die Demut, die akzeptiert, ich bin Gottes Geschöpf und Gott steht über mir. Da gibt es einen, der höher ist als ich, der das Leben im Griff hat und ich bin ihm unterstellt. Das Akzeptieren, dass er über mir steht. Dann gibt es aber auch eine Demut im Umgang mit Menschen. Und das bedeutet, dass wir uns nicht über andere Menschen stellen. Wörtlich übersetzt ist Demut aus dem Griechischen sich erniedrigen. Also das Gegenteil von Demut ist Hochmut. Wenn wir uns als über andere gestellt fühlen, das Gefühl haben, wir sind weiter oder besser als andere. Dann gibt es einen spannenden Unterschied zwischen Demut und Sanftmut. Demut ist eher so die innere Einstellung gegenüber anderen Menschen. Also die Art und Weise, wie ich über andere Menschen denke in meinem Inneren. Und Sanftmut ist viel eher die äußere Reaktion von mir im Umgang mit anderen, als Reaktion darauf, wie andere mit mir umgehen. Und Jesus hatte so eine innere Haltung von der Demut gehabt, wo sich nachher daraus im Umgang mit anderen Menschen als Sanftmut geäussert hat. Das Gegenteil von Sanftmut wäre Zorn, wenn Jesus hässig geworden wäre und reagiert hat. Aber das ist das, was wir nicht sehen bei ihm. Wir sehen, dass Jesus kein Machtgehabe bekennt hat, keine Besserwisserei, kein Kämpfen um Anerkennung. Er hat nicht seine Rechte einfordern und sagen, hey, ich bin im Fall Sohn Gottes. Wisst ihr, mit wem ihr redet? Er war sanftmütig. Und Sanftmut ist übrigens auch eine Frucht vom Heiligen Geist, wo wir im Galater 5,23 lesen. Das ist ein Hinweis vielleicht darauf, wie wir selber mehr zu dieser Herzenshaltung kommen können. Es ist etwas, was der Geist Gottes in unserem Herzen bewirken möchte. Was heisst jetzt das Demut und Sanftmut für unseren Alltag? Also wenn man Jesus anschaut, dann sehen wir, dass er sich nicht aufgedrängt hat. Er hat nicht um seine Ehre kämpfen. Er hat sich nicht gerecht. Er hat anderen nicht gedroht. Er hat nicht auf seine Stellung pochen, wer er ist. Und gerade in seinem Fall wissen wir, dass er alles Recht dazu gehabt hätte. In anderen Fällen kann man manchmal darüber streiten. Aber bei ihm gibt es da eigentlich nichts zu überlegen. Er hat sich nicht über andere gestellt. Er hat sogar akzeptiert, wenn sie ihn abgelehnt haben. Ich habe mich gefragt, wie sieht das in meinem Herz aus? Oder eben, wie sieht es in deinem Herz aus? Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen, die ich mir angestellt habe. Wie denkst du über andere Menschen? Gibt es Menschen, wo du manchmal das Gefühl hast, dass du über ihnen stehst? Ich habe mich zum Beispiel ertappt, wenn ich während der Corona-Zeit bezüglich gewisser Personengruppen, die andere Ansichten auf die ganze Situation hatten, manchmal nicht so gut gedacht habe. Manchmal ein bisschen oben runtergeschaut habe. Ich habe gemerkt, hey, es geht nicht. Und es geht in dieser ganzen Thematik, das ist mir auch wichtig, es geht nicht darum, dass wir keine Meinung dürfen haben und dass wir nicht anderer Meinung dürfen sein wie andere. Aber die Frage ist, wie denken wir über andere Menschen? Oder eine weitere Frage, wie reagierst du, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Bist du gerade sofort auf 120, musst dich wehren, machst dir lautstark Luft oder drohst gerade mit Konsequenzen? Kämpfst du immer wieder um Anerkennung in deinem Leben? Musst du zeigen, wer du bist oder eben zeigen, dass du jemand bist? Und rächst du dich manchmal in Situationen? Das kann auch ganz subtil sein. So ein Rückzug, ein Bewusster, wo du den anderen spüren lässt. Bewusste Kommentare, so Aussagen, Spitzen, Liebesentzug in einer Ehe, kann es auch sein. Ich habe gemerkt, ich habe noch Potenzial. Gerade wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und ich so schnell merke, dass ich in das Rechtfertigen hineinkomme. Wie geht es dir? Im Wort Demut ist auch das Wort Mut drin. Und ich merke, es braucht Mut, sich zurückstellen. Mal etwas einfach an sich abprallen lassen. Einfach sagen, nein, da ist es jetzt dran, demütig zu sein. Jesus sagt, wir sollen das von ihm lernen. Er sagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt denken, hey, das ist schön, das funktioniert vielleicht in der Kirche, im Umgang miteinander, in der Small Group
Oder als Pastor ist das natürlich wichtig, hey, aber nicht bei mir, dort, wo ich arbeite. Nicht in meinem Umfeld, mit den Leuten, wo ich drumherum bin. Und da möchte ich fragen, ist das wirklich so? Demut ist in der Bibel nicht einfach eine Eigenschaft, wo nur Jesus gelebt hat und wo man sehen, dass er jetzt da einfach der Superguru war, sondern wir sehen, dass das etwas ist, wo starke Männer und Frauen Gottes auszeichnet hat. Zum Beispiel lesen wir über den Mose, wo er noch einmal angefindet worden ist, dass es heißt, Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Erde. Das ist im 4. Mose 12,2. Anscheinend ist Demut für Gott kein Zeichen von der Schwäche, sondern ganz im Gegenteil. Ein Zeichen, wo Menschen auszeichnet, wo mit ihm unterwegs sind und wo ihr Herz schon mehr geworden ist wie Jesus. Es ist ein Merkmal von wahrhaft grossen Personen, von Personen, wo den Kreis vom einander dominieren und verletzen durchbrechen, weil sie nicht mitmachen müssen. Es ist ein Merkmal von Personen, die sich nicht auf den Wettbewerb, wer ist grösser, wichtiger, besser, vielleicht auch heiliger oder frommer ist, einlassen. Es sind Personen, die so entwaffnend sind, dass es schwer ist, ihnen wirklich etwas Böses zu wählen. Menschen, mit denen du gern zusammen bist, weil sie eben demütig sind, weil du spürst, dass sie nicht auf dich herabschauen. Es sind Personen, die andere freisetzen und ermutigen, weil es sich nicht um sich selber drüllen muss, weil sie nicht schauen müssen, dass sie auch noch ja nicht zu kurz kommen, weil sie können einfach geben. Und es ist spannend, was die Bibel über so Personen sagt. In den Seligpreisungen sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Er sagt, das sind Menschen, denen möchte ich Besitz geben, denen werde ich Einfluss geben. Und auch in Matthäus 11, wo wir vorher gesehen, 11,29, wo wir vorher gehört haben, wo Jesus sagt, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, fügt er nachher noch an, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und ich das so angeschaut und gesagt, hey, ich möchte unbedingt ein demütiger Mensch sein. Ich möchte unbedingt, dass mein Herz mehr wird wie Jesus sein Herz. Ich möchte so eine Demut in meinem Leben haben, ich möchte das ausstrahlen. Die innere Ruhe und Sicherheit und die Ausstrahlung können haben von, eben, ich muss mich nicht über andere stellen, ich muss mich nicht beweisen. Es geht nicht darum, dass ich jemand bin. Die 3 Geschichten von damals zeigen uns aber an eine andere Seite vom Herz von Jesus, nämlich die Weite, die er in seinem Herz hatte. Das war noch die Geschichte mit dem Typ, der im Namen von Jesus Dämonen austrieben hat. Und die Jünger haben gefunden, hey, das geht doch nicht. Der gehört ja nicht einmal zu uns, der ist nicht einmal mit uns unterwegs. Aber Jesus hat das anscheinend bedeutend weniger gekümmert, als dass es die Jünger gekümmert hat. Er sagt, hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Ihr könnt das auch übersetzen mit, hey, lasst ihn machen. Nicht alle müssen es gleich machen wie wir. Menschen sind frei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie findest du das, wenn du das so hörst? Das ist irgendwo auch noch provokant, oder? Ist nicht erstaunlich, die Weite, die Jesus da zeigt. Es ist okay, auch wenn der nicht mal Teil der Jünger war, die aktiv mit ihm umgezogen sind. Und auch beim Mose sehen wir spannenderweise wieder auch so eine Weite. Wo er 70 Männer aus den Ältesten vom Volks bei der Stiftshütte versammelt hat und die vom Heiligen Geist erfüllt worden sind und angefangen haben zu prophezeien. Da sind 2 von denen hat es gegeben, die dem Aufruf nicht gefolgt sind, die im Lager geblieben sind und nicht zu der Stiftshütte gekommen sind. Und trotzdem ist der Geist Gottes über sie gekommen und sie haben angefangen zu prophezeien. Und ähnlich wie es den Jüngern gegangen ist, ist es auch um Josua gegangen und er hat ihnen das verbieten und ist zum Mose gegangen, weil sie ja eben schliesslich nicht gefolgt haben und zu der Stiftshütte gekommen sind. Aber der Mose sagt ihm, hast du Angst, dass mir jemand meinen Platz streitig machen würde? Ich wünschte, der Herr würde seinen Geist auf das ganze Volk legen und alle wären Propheten. So wie Jesus
hat auch der Mose eine ungeheure Weite gehabt in seinem Herz. Könnte es sein, dass Demut und so ein weites Herz haben, dass das etwas ist, was zusammengehört, dass aus einem demütigen Herz heraus eben so eine Weite auch wächst. Und ich möchte es nochmal betonen, es geht nicht um eine Demut, die nicht eine Position vertritt und wo alles gleichgültig ist. Es geht auch nicht um eine Weite, wo einfach alles okay ist, wo keine Wahrheit mehr kennt. Das ist beides nicht das, was der Mose und Jesus uns vorgelebt haben. Ich meine eine Weite, wie wir sie eben genau bei ihnen sehen. Eine Weite, die vielleicht übersetzt heute, wo man kann sagen, eine Weite, die damit umgehen kann, dass andere Christen nicht unbedingt die gleiche Glaubenserkenntnis haben müssen wie ich und dass Gott mit ihnen auf unterschiedliche Art und Weise zu seinem Ziel kommt. Eine Weite, wo sich über jeden Christ freut, wo sein Weg mit Jesus geht, wo ein Teil ist von seinem Reich, auch wenn er vielleicht nicht in jedem Punkt alles genau gleich sieht. Eine Weite, wo sich daran freut, dass wir eine Vielfalt von Kirchen haben, die zum Leib Gottes gehört und wo nicht versucht, unterschiedliche Kirchen gegeneinander auszuspielen. Das ist die Weite, die wir sehen bei einem Mose, bei Jesus. Und ich habe mich gefragt, was sind wir? Was sind wir für eine Gemeinschaft? Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo wir einander gegenseitig ermutigen und anführen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und uns ihm ganz anzugeben, mit allem in unserem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Demut und so eine Weite haben können, bei uns in der Kirche. So wie sie Jesus hatte. Wo wir einander ermutigen, wo wir einander vielleicht auch herausfordern, aber wo wir einander auch frei lassen und können loslassen, wenn der andere nicht alles genau gleich sieht wie ich. Wo ich den Weg, wo Gott vielleicht mit mir gegangen ist, nicht muss allen anderen auch überstülpen. Wo wir demütig und sanftmütig gegenüber einander bleiben können und so miteinander umgehen. Und das ist eine Challenge. Und wir werden da immer wieder herausgefragt, auch gerade jetzt in dieser Situation mit Corona. Wie sieht es aus mit dieser Wiederaufnahme der Gottesdienst? Haben wir die Weite, um denen, die vielleicht noch nicht ready sind, in den Gottesdienst zu kommen, zu sagen, hey, ist voll okay? Oder eben umgekehrt. Hast du die Weite denen, die sagen, hey, ich freue mich so und ich will der Erste sein, der am nächsten Sonntag da reinläuft, sagen, hey, das ist völlig okay. Ohne so eine Weite ist Einheit nicht möglich. Lassen wir uns die Einheit nicht rauben, schon gar nicht wegen dieser elenden Corona-Thematik, oder? Und auch der Paulus ruft zu so einer Art von Umgang miteinander auf. Wir lesen ein längeres Stück, verteilt auf 3 Blöcke, aus dem Philipper 2 und fangen an mit Vers 2 bis 5, wo der Paulus den Philipper zuruft, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das sind starke Worte, die der Paulus da bringt. Höher von unseren Geschwistern denken als von uns selber, ruft er uns dazu auf. Das ist wieder die Demut, die Sanftmut, die es schafft, sich nicht über den anderen zu stellen, sondern höher über den anderen zu denken als von sich selber. Dann heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Da klingt wieder die Weite an, wo Jesus hat. Auf das gleiche Ziel sollen wir uns ausrichten. Warum? Weil es die Haltung ist, wo Jesus Christus uns vorgelebt hat. Weil es das ist, was wir sehen in diesen Evangelien. Wir sollen uns an ihm orientieren. Das ist das, was der Paulus da sagt. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie soll denn das jetzt in meinem Leben passieren?
Wie können wir uns nach so einem demütigen, sanftmütigen Herz ausstrecken, wenn du merkst, in gewissen Sachen fällt dir das so schwer? Der Paulus bleibt da nicht stehen. Wir gehen gerade weiter in dem Text hinein. Vers 6 bis 11. Wo er zeigt, wie Jesus das gemacht hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Auch das sind so tiefe Worte. Und vielleicht musst du dir nachher mal Zeit nehmen, um ein bisschen genauer den ganzen Abschnitt durchlesen und die Gedanken darüber machen. Aber wir sehen, wie dass Jesus seine Position als Sohn Gottes nicht zu seinem Vorteil ausgespielt hat, sondern er sich voll und ganz auf uns eingeladen hat. Er ist einer von uns geworden. Aber er ist auch noch weiter gegangen. Er hat sich für dich und mich angegeben. Und der Weg zur Demut, glaube ich, der führt über so eine Hingabe. Zur Hingabe an Gott. Nur wenn wir uns Gott ganz angeben, ist so eine Demut möglich. Solange wir nicht bereit sind, Gott unser ganzes Herz anzugeben, unser ganzes Leben anzugeben, werden wir uns schwer tun, in so eine Demut, wie Jesus sie uns vorgelebt hat, hineinzukommen. Die Folge der Demut war, dass Gott genau den umgekehrten Weg mit Jesus gegangen ist. Er hat ihn erhöht. Es steht da unvergleichlich hoch erhöht. Und das hat mich wieder daran erinnert, an die Seligpreisungen, wo Gott sagt, der Sanftmütige wird dich die Erde zum Besitz geben. Und der Paulus ist noch nicht fertig an dieser Stelle. Wir lesen noch die letzten 2 Vers, Vers 12 bis 13. Und er sagt, was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott selber ist in dir am Werk. Wie ich es am Anfang gesagt habe, die Predigt zu hören und deinen guten Willen allein wird dein Herz nicht verändern und nicht ähnlicher machen wie Jesus. Aber Gott kann das tun und er will es tun in deinem Leben. Sanftmut ist eine von diesen Früchten vom Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist in dir am Werk ist, dann verändert er dein Herz. Dann geschieht die Herzensveränderung. Die Frage ist, lässt du ihn an deinem Herz arbeiten? Wie kann das passieren? Wir haben es letzten Sonntag gehört. Wir müssen uns immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und um uns erfüllen lassen vom Heiligen Geist, braucht es die Hingabe. Braucht es, dass wir Gott unser ganzes Leben angeben, wo wir ihn in jedem Bereich von unserem Herzen und von unserem Leben hineinlassen. Und da sind wir wieder bei dieser Hingabe. Ich möchte den Sack zusammenbinden. Jesus ruft dich auf, ihm nachzufolgen und von ihm zu lernen. Er hat uns ein Herz voller Demut und Sanftmut vorgelebt. Und je mehr ich Jesus nachfolge, merke ich, desto mehr möchte ich zu jemandem werden, der auch so ein Herz hat. Der wie er kann reagieren in solchen Situationen. Der nicht aufs eigene Recht muss beharren. Der damit umgehen kann, auch mal unfair behandelt zu werden. Und das ist der Punkt, wo wir uns vielleicht alle jetzt fragen müssen, hey, wie steht es um dein Herz?
Siehst du die Frucht vom Geist in deinem Leben? Siehst du Demut und Sanftmut in deinem Leben? Hast du die Weite? Oder ist das etwas, das dir schwerfällt? Wo hast du Potenzial? In welchen Situationen für Demut und Sanftmut? Es sind 3 Sachen, die wir zusammengetragen haben, die uns helfen, dem Herz von Jesus näher zu kommen. Das Erste ist, dass wir dem Ruf von Jesus wirklich folgen, ihn aufnehmen. Wenn Jesus sagt, folg du mir nach, dass wir ihm effektiv nachfolgen. Das Zweite ist das Lernen von ihm. Uns danach ausstrecken, uns damit beschäftigen, was hat denn mir Jesus vorgemacht? Was kann ich von ihm lernen? Und dort darum bitten, wo du merkst, dort fällt es dir schwer. Und das Dritte ist die Hingabe. Ist ein altmodisches Wort, aber es passt so gut. Das ganze Leben Gott hingeben, so wie Jesus sein Leben für dich hingegeben hat. Dem Heiligen Geist Raum geben in deinem Leben, sodass die Frucht vom Heiligen Geist in deinem Leben wachsen kann. Hingabe heisst Gott vertrauen. Oder sich eben ihm ganz anvertrauen. In allen Lebensbereichen. Und nicht einfach mal so rein theoretisch. Und dann entscheide ich in jeder Situation nochmal selber, ob ich es wirklich mache. Die 3 Sachen, das ist das, wo man eigentlich davon redet, wenn wir sagen, was es heisst, Jesus nachfolgen. Was es heisst, Jünger sein. Hingabe gehört auch dazu. Das Lernen von Jesus gehört dazu. Dem Ruf folgen gehört dazu. Vielleicht kannst du dir in dieser Zeit, die wir jetzt haben, auch wo wir nochmal Worship zusammen haben, dich fragen, was dir Gott aufgezeigt hat oder wo dir Gott aufgezeigt hat, dass Demut und Sanftmut noch Potenzial hat. Wo du vielleicht merkst, hey, mir fehlt die Weite. Und dir dann überlegen, hey, was ist dein nächster Schritt von diesen 3 Sachen? Du findest das Predigtkonzept auch online auf gvc-zo.ch/Konzept. Und ich habe dort dann ein paar Fragen zur persönlichen Vertiefung drin tun, die du vielleicht für dich durcharbeiten kannst. Ich möchte beten zum Schluss und dich einladen zum Mitbeten. Jesus, ich wünsche mir mehr von dieser Demut und Sanftmut, die du gehabt hast. Ich möchte anerkennen und dir mein Leben hingeben und sagen, du bist Herr. Ich bin dein Geschöpf. Ich vertraue mich dir an, mit allem, was ich habe. Mit den schwierigen Situationen, mit den einfachen Situationen. Mit dort, wo ich mich unfair behandelt fühle, mit dort, wo mich Sachen herausfordern. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, fühl du mich. Verändere du mein Herz. Ich bete für jede einzelne Person, die zu Hause hockt und wo du geredet hast, Sachen aufgezeigt hast. Vielleicht machst du es auch erst noch. Und ich bitte, dass wir Menschen sein dürfen, die dem Ruf folgen von dir. Dass immer wieder darauf einlösen, die lernen von dir und die bereit sind, unser Leben dir anzugeben, uns dir anzuvertrauen und wissen, dass du ein guter Gott bist. Amen. Wir gehen jetzt in Worship hinein.